Hallo zusammen, hier ist Crown Cletus oder Chris. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich dachte, ich melde mich wieder mal. Ich bin zwar wie eine Wilde am GTA Online spielen. Bei mir funktioniert es zum Glück relativ okay. Zwischendurch verliert man ein bisschen Geld. Aber das ist ja nicht so tragisch. Bei anderen läuft es noch nicht, was sehr schade ist, weil das Game ist unglaublich vielversprechend. Aber ja, ich komme wieder gross zum Aufnehmen und zum Zusammenschneiden. Darum bin ich im grossen Giant sehr dankbar. Für sein Battlefield 4 Open Beta Gameplay wieder oben links sieht. Das ist von Xbox 360, wo er das hat aufgenommen. Und bevor wir hier allzu fest reingehen, möchte ich noch ein paar Infos zum Gameplay geben. Er hat mir das sehr, sehr schön hier zusammengestellt. Merci vielmals. Die Hauptwaffe ist ein ACWR und dann ein M9 als Pistole, NoobTube M320 dabei. First Aid Pack, das Medipack und noch ein M67 Granaten. Das Game ist auf der Map Siege of Shanghai, das ist glaube ich die einzige, die man spielen kann. Und der Modus ist Domination, wie man es wird erkennen oder vielleicht schon erkannt hat. Ich habe es auch ganz kurz angetestet und es ist ein super Game, Battlefield auf jeden Fall. Aber irgendwie ist bei mir der Funke nicht ganz so übergesprungen, darum wie gesagt, bin ich sehr froh, dass ich das Gameplay hier bekommen habe. Und er hat mir sogar noch ein paar Zusatzinformationen geschickt. Und zwar hat dem Beta sehr gut gefallen. Es hat zwar noch ein bisschen Fehler drin gehabt. Zum Teil ist es ein bisschen hängen geblieben. Zum Teil am Anfang hat man es auch gesehen, hat man den Scope gar nicht durchschauen beim Knarren. Der ist vor der Textur zu gewesen. Aber das ist eben, wie gesagt, nur eine Beta und ich habe mich noch ein bisschen weiter informiert und scheinbar ist das schon bei der letzten Battlefield 3 Beta auch so gewesen, dass auf der Konsole ist fast sogar nur ein Alpha gelaufen. Die Qualität vom PC ist massiv besser, aber Respekt, dass die alten Konsolen das noch so tragen können und auf den neuen PS4 und Xbox One wird sicher sehr gut aussehen. Also er hat so den Lift genutzt, ist auf das Dach gezogen und ich schaue noch schnell, was er hier weiter noch ein bisschen geschrieben hat. Ja, okay, man hat natürlich nur ein paar Sachen freischalten und nutzen, aber eben, das ist auch eine Beta, das kommt dann schon beim fertigen Spiel. Und rein von dem her freut er sich sehr aufs Release, weil es wird eben, wie gesagt, ein sehr gutes Game. Was beim Battlefield 4 neu ist, oder auch sicher stark verbessert, sind eben die veränderbaren Maps, wo jetzt ganze Sachen, Wolkenkratzer zusammenklatschen, Schiffe, irgendwelche Inseln reindonnern und das Ganze spielt sich eigentlich dadurch noch viel dynamischer. Jetzt von den Bewegungen her, finde ich, ist es noch nicht ganz so flüssig wie das Call of Duty, aber auf jeden Fall cool und eben auch mit den verschiedenen Klassen. Und es ist eigentlich schon ein bisschen mehr ein Team-Gameplay, wo wenn man richtig reissen und auch ein bisschen gegen ein gegnerisches Team spielt, das ein bisschen zusammenzockt, muss man sich schon ein bisschen koordinieren. Und rein von dem her, ja, ist es eigentlich noch lustig, dass sich das Call of Duty durchgesetzt hat, aber das ist natürlich endlich für die schnelle und kurze Action zwischendurch zu nutzen. Und rein von dem her muss man im Battlefield schon ein bisschen mehr Zeit investieren, so wenn ich das verstanden habe. Aber das ist auch Zeit, die sich absolut lohnt. Und ihr seht, das ist ein actiongeladenes Gameplay. Man hat schlussendlich viel mehr die Möglichkeit zu entscheiden, wo positioniert man sich. Im Call of Duty sind hier die Sichtlinien eigentlich viel mehr vordefiniert. Schön, schön, oh, schade, da ist das Aim ein bisschen hin und her gehüpft. Je nachdem war der Aim Assist aktiviert gewesen. Und das ist von dem her immer wieder etwas Mühsames. Jetzt seht ihr noch den Scope. Ja, jetzt ist wieder gut. Er hat es auch ganz schnell realisiert, hat ein bisschen geklickert. Und ja, da ich mich auf dieser Map nicht auskenne, kann ich jetzt auch nicht gross zu den Positionen sagen, aber wir sehen A, B, C haben. C ist, glaube ich, das höhere Gebäude. Und wenn man es mit dem Heli im Griff hat, was aber schon noch schwierig ist, soweit ich gehört habe, kann man es sehr relativ gut mit dem Heli abdecken. Oh, das war eine schöne Hage. Ja, das war ganz fiese. Was eben auch noch auffällt, und ich weiss natürlich nicht genau, wie gut das die Qualität auf YouTube wird sein, weil er hat es jetzt aufgeladen auf seinen Channel schnell, ohne dass alle sehen. Ich habe es dort runtergesogen. Und rein von dem her lade ich es jetzt wieder auf und das schmälert die Qualität aber schon ein bisschen. Aber was mir jetzt gerade auffällt, ist, dass rein von den Texturen her ist es auch sehr, sehr verwaschen.
PC hat ja so ein HD-Texturenpaket, das man aktivieren kann, glaube ich. Oder wo über die Einstellungen dann aktiviert werden. Und das ist hier definitiv nicht am Laufen. Aber wie schon erwähnt, die jetzigen Konsolen haben schon einige Jahre auf dem Buckel. Und von dem her ist es eigentlich noch gut, dass die Engine so skalierbar ist, dass halt auch Konsolen oder auch PCs mit nicht so viel Power das Zeug noch gut spielen können. Er zieht hier hin und her, hin und her. Aber das, das ist halt noch schwierig mit der Positionierung, weil ich habe den Eindruck, dass er da ziemlich allein rumzieht. Es ist natürlich logischerweise immer von Vorteil, wenn man in 2 oder sogar 3 Grüppli oder halt, wie gross ist echt Squad? 4 Gruppen, rumzieht, dann kann man sich auch ein bisschen den Rücken frei halten, weil eben die Laufwege sind noch nicht so bekannt, man kennt Maps noch nicht so. Und rein von dem her kann der Gegner eigentlich fast überall auftauchen. Ich weiss jetzt nicht genau, wie es mit den Spawns läuft. Das scheint ganz ein guter Punkt dort zu sein. Um es einzunehmen. Schön. Schnell ein bisschen hergechillt, am Einnehmen und dann den Gegner abkassiert. Ja, das ist ja schön. Jetzt, Gesamtscore ist ja unten links, glaube ich. Kanada gegen USA wird das sein. Kanada hat mehr. Sind das Punkte? Ja, alles schon. Und wir sehen, das B ist am Blinken, das heisst, es wird eingenommen. Ja, er macht das hier aber gut, schön am Verteidigen. Ja, ich weiss nicht, also für Grafiken muss ich sagen, es sieht fast so ein bisschen comic-mässig aus. Es fehlen noch ein bisschen die schwarzen Umrandungen eigentlich bei den Objekten. Aber eben dadurch, dass eigentlich die Texturen wirklich sehr tief aufgelöst sind, ja, es hat schon etwas. Also, es sieht nicht leid aus. Oder wie so ein Team Fortress fast ein bisschen. Ja, das ist jetzt vielleicht ein bisschen weit hergeholt. Aber eventuell wisst ihr, auf was das raus will. Schön kann man seine Kollegen nicht verschießen, weil der hat seinen Rücken und seinen Ring voll mit bleiben bekommen. Da hat es geknattert. Schön, schön. Oh, das ist ja schön hinten im Ecken gelegen. Nice. Ah, eine Pistole bringt schon ein bisschen etwas, Es tut, glaube ich, auch ein bisschen blenden, wenn es so ist wie im Battlefield 3. Was alles schon wird sein. Und natürlich die dunklen Ecken ein bisschen ausleuchten, aber man wird selber auch besser sehen. Wow, es hat auch hier hinten gemacht. Sich da hier annähern mit dem Messer oder so. Also, schöne Arbeit, muss ich sagen. Also, grosser Giant, sauberer Einsatz. Du hast da einiges zum Sieg von diesem Team beigetragen, scheinbar. Wir werden es dann am Schluss sehen, im Scoreboard nehme ich an. Was ich auch hier immer schön finde, das hat mir im Battlefield 3 auch schon schön gefallen und in den vorderen Teilen ist das auch schon easy gewesen, der Sound. Der Sound, der ist immer schön wuchtig. Jetzt hier noch schnell ein Heina reinblitzt. Ja, Gruß an dieser Stelle. Aber ja, der Sound ist schön und wuchtig und auch die ganzen grafischen Effekte, wie doch ein bisschen daneben und so, sind dann schon für die Atmosphäre und für das ganze Gefecht schon noch hilfreich. Wow, reingeknattert und nichts bereicht. Nichts bereicht. Wie ist echt das hier mit dem Sniper, Schießt die auch immer geradeaus oder machen sie es auch so ein bisschen wie im Call of Duty? Ja, da hat es noch ein bisschen grafische Fehler, wenn ich mich nicht täusche. Da war so eine Schaufensterpuppe am Verschießen. Ja, ist schön. Scheint, er weiss, wo die Gegner sind. Er kennt die Map. Das ist immer schön zu sehen, was geht mit diesem Typ dort hinten. Solche gibt es natürlich auch immer, die ein bisschen durchdrehen. Schnell mal YouTube führen. Frechheit. Ja. So kann man schön rausputzen. Gibt es auch hier so eine Art Flag Jacket? Ich komme wirklich nicht so draus hier. Bei diesem Battlefield. Aber eben, es ist schön zum Zuschauen. Und auch von der Spiellänge, muss ich sagen, ist es noch angenehm. Ich nehme jetzt an, es ist auch eines der kürzeren Games. Ausser sie hätten das ein bisschen angepasst, weil ich weiss noch früher, es locker 20 Minuten Alben für das Game. Aber vielleicht war das auch ein anderer Game-Modus. Es ist eben schon immer interessant, etwas zu kommunizieren, das man selber nicht so gut kennt. Schön, ja. Schade hat die Granate gar nichts jetzt hinterlassen, ausser ein kleines Rauchwölkchen. Es glaube ich gar keinen Schaden gegeben. Der Typ, der hängt immer dort hinten weg.
Den hat er jetzt schon ein paar Mal verwünscht. Wie heisst der? Tupac Panda oder irgend so etwas. Und das mit Rauslehnen ist auch noch easy. Das wird ja dann im Ghosts eventuell auch der Fall sein. Da leitet sich mit ein paar an. Da hat sich mit ein paar angelehnt. Schön auch mit der Killcam. Finde ich voll easy. Ist zwar auch interessant natürlich aus der Perspektive. Wow, das war jetzt ein Leidenspawn. Das war jetzt ganz ein Leidenspawn. Halleluja. Schon wieder am gleichen Ort. Er hat natürlich jetzt auch einen anderen Spawn auswählen, nehme ich an. ja. Ich bin ja gespannt, wie viel das mit der YouTube abkassiert wurde. Da. Schön, ja. Mal, es ist wirklich cool zuzuschauen. Aber eben, wow, die Textur, habt ihr das jetzt gerade gesehen hinten dran? Schön verwünscht, schön verwünscht. Zieh euch das rein. Hier die Pinnwand oder was das auch immer ist. Hey, wow, saubere Arbeit, hey. Saubere Arbeit. Und diese Klasse ist halt eventuell schon ein bisschen OP, weil da kann man sich ja immer ziemlich schnell selber heilen, hat gute Primärwaffen und so. Aber vielleicht erzähle ich jetzt auch noch irgendetwas. Ja, ich bin gespannt von denen von euch, die das Battlefield auch immer sehr viel zocken, ein bisschen noch etwas zu hören vielleicht. Mich zu korrigieren, wenn ich Crap erzählt habe. Oder gewisse Infos hinzuzufügen. Jetzt hat jemand hier das Gitter raufgeladen. Was ist eigentlich jetzt hier passiert? Ja. Interessant. Also die Maps wirklich auch sehr interaktiv scheinbar. Hier ist auch wieder ein Nest. Links ist auch noch einer, oder? Ja. Oh ja. Oh, schön verwünscht. Sauber hier, sauber. Action geladen. Schön. Ja, und der super heimgebracht. China, darum hat er auch immer so gespässig geredet. Den heimgebracht. Also hier ist es, glaube ich, mit den Nachschüben, oder? China hat jetzt noch 22 Nachschübe gehabt. Nicht sicher. Ja, das war es von meiner Seite. Vielleicht noch kleine generelle Infos. Ja, aber ich weiß auch nicht genau, wie das jetzt mit Videos läuft in nächster Zeit. Wenn ihr irgendwelche Gameplays habt oder so, würde ich das in nächster Zeit auch noch so gerne kommentieren, weil ja, jetzt ist immer das Dilemma, wenn ich mich hier abhocke in meinem Büro, dann schalte ich eigentlich momentan viel lieber die Xbox mit dem GTA Online ein, als dass ich halt, gross irgendetwas zusammenschneide. Sorry zusammen, es ist halt wirklich verdammt geil. Ja, das wär's gewesen. Zum wievielten Mal habe ich das jetzt gesagt. Macht's gut, ciao zusammen.